Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Herzlich willkommen zum GVC Podcast Family und Glaube. Wie schaffen wir es als Familie, den Glauben im Alltag zu leben und inmitten vom täglichen Chaos Gott nicht aus den Augen zu verlieren? Diesen und ähnlichen Fragen gehen wir gemeinsam mit verschiedenen Personen an. Ich freue mich, dass wir heute wieder den Christian Zwicky und Tabea Bolli bei uns haben dürfen. Gemeinsam mit ihnen vertiefen wir 5 Familienwerte, die uns als Familie helfen sollen, gemeinsam einen echten und authentischen Glauben zu leben. Heute geht es um den Wert vom Ende her denken. Der Christian Zwicky ist 5-facher Papi, FEG-Pastor und Fachperson, wenn es um die Entwicklung und Prägung von Kindern und Jugendlichen geht. Und neben ihm sitzt Tabea Bolli, Religionspädagogin, Mami von bis jetzt einer Tochter und Kids-Pastorin in der GVC Winterthur. Und ich bin Martina Nägeli, gelernte Kindergärtnerin und arbeite ebenfalls als Kids-Pastorin in der GVC Winterthur. Seit Jahren sind Kinder der Hauptbestandteil meiner Arbeit. Ja, Christian, vom Ende her denken. Ehrlich gesagt, wäre das jetzt nicht gerade einer der ersten Werte, wo mir so in den Sinn kommt zum Thema Familie. Wie kommt es, dass das einer der wichtigsten Familienwerte ist? Es war auch nicht mein Favorit, also mein erster Gedanke, das muss ich lernen. Es ist entstanden, der Satz von Reggie Joyner aus seinem Buch heraus, «Orange Leben», und dort drin hat er gesagt, das ist ein wichtiger Wert. Und als ich dann nur so ein Stichwort gelesen habe, hat es mich inspiriert und gemerkt, stimmt, ich habe ja ein Ziel mit meiner Erziehung, ich möchte noch einmal hin und wo will ich eigentlich hin? Und wenn du das anfängst zu denken, merkst du plötzlich, aha, jetzt macht es Sinn, warum ich das mache. Plötzlich gibt es eine Strategie aus meiner Erziehung, nicht nur eine Reaktion auf das, was gerade passiert. Kannst du uns da vielleicht kurz ein Beispiel sagen, jetzt so aus deinem Familienalltag? Weißt du, wo hast du also etwas daran gedacht? Zum Beispiel im Alltag, wo es gerade darum geht, irgendwo einen Kampf auszukämpfen mit meiner Tochter oder meinem Sohn, wo ich merke, jetzt kann ich streiten wie verrückt. Und am Schluss habe ich es vielleicht geschafft, dass mein Sohn jetzt die Zähne geputzt hat, bevor er ins Bett geht. Aber habe ich mit dem mein Ziel erreicht? Weil mein Ziel ist ja nicht, dass er Zähne putzt, wie ich gesagt habe, sondern ich will ja, dass es weitergeht, also dass er nachher lernt, Zähne putzen. Und vom Ende denken heisst in diesem kleinen Beispiel jetzt wie, aha, was muss ich jetzt machen, damit er lernt, selbstständig Zähne putzen? Geht nachher rüber ins Fahrdienst. Ich kann mein Kind überall anfahren, ich kann es überall anlegen und alles machen für sie. Aber ist das Ziel erreicht mit dem? Und dann über im Glauben genauso. Ich kann für mein Kind den Glauben leben, ich kann es mitnehmen und sagen, schau, jetzt tun wir beten, jetzt machen wir das und dieses. Aber mein Ziel ist doch nicht, dass es einfach das alles gemacht hat, weil ich es mache, sondern dass es selbstständig wird. Genau, das sind so ein bisschen 2, 3 Beispiele, wo das etwa drin vorkommt. Klingt irgendwie auch noch herausfordernd, oder? Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn du das so hörst. Ja, irgendwie nicht bei dem stehen bleiben, was das Kind alles müsste, sondern eigentlich das grosse Ziel vor Augen haben. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen hängen geblieben. Also ist interessant, aber was ist denn jetzt konkret anders? Also der Erziehungsansatz ist in dem Sinn anders, sagst du. Aber was ich bringe es in einem anderen Beispiel, das Reggie Joyner so gebracht hat, das mich gepackt hat, ist, stell dir mal vor, in 100 Jahren, was ist dann noch wichtig? Und wenn ich jetzt an meine Kinder denke, was mir in 100 Jahren wichtig ist, dann merke ich plötzlich, hey, habe jetzt mein Kind mega viel Geld verdient oder nicht, ist mir in 100 Jahren nicht mehr wichtig. Ob mein Kind Top-Ausbildung gemacht hat oder egal was, sogar welche Frau oder welche Mann er ausgewählt hat, ist mir fast nebensächlich. Sondern in 100 Jahren gehe ich davon aus, dass sie nicht mehr leben, dass ich nicht mehr lebe, aber bei Gott können weiterleben. Das heisst, die Frage dahinter ist, was passiert in der Ewigkeit? Und merke, aha, ja stimmt, da ist ein Gott, der ewig bleibt. Und mein Ziel in der ganzen Erziehung muss eigentlich sein, ich wünsche mir, dass mein Kind mit Gott zusammen in der Ewigkeit zusammen ist. Und dann fange ich an, hinterste buchstabieren und merke, aha, mein Ziel ist, dass mein Kind eine Beziehung hat zu Gott. Ja, was muss ich denn machen? Oder priorisieren. Oder oder es geht wieder um das Ausrichten. Ja, weil zusammen müssen ja gleich putzen. Ja, natürlich. Aber du weißt vielleicht eine andere Gewichtung. Ja. Ja.
Also es ist eine Priorisierung oder ein Fokussieren. Und ich sage, gut, das grosse Ziel ist bei mir jetzt, dass meine Kinder wirklich mit Jesus unterwegs sind im Leben. Und für das gebe ich sehr viel und bin bereit, mal ein Zähneputzen drauf zu opfern und anderes. Weil ich sage, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig. Hauptsache Beziehung mit Gott ist da. Ja, ist halt Not, man nicht so gut in der Schule. Ist okay. Einfach, die Sachen fangen sich an relativieren, wenn du das Grosse im Fokus hast. Ja, und das ist ja eigentlich schon noch spannend, oder? Wenn man eben so das grosse, weitere Ziel irgendwo vor Augen hat oder den Fokus nicht nur aufs Jetzt hat, sondern auch auf die Zukunft, dann verliert manchmal auch das, was im Moment ist, vielleicht ein bisschen an Bedeutung. Da nimmt es mich mega wunder, Christian, wie sind ihr das als Family angegangen? Dass der Wert so ein Teil ist von eurem Familienalltag. Ja, das Angehen ist da ist nicht so extrem strategisch, sondern es ist etwas ganz Natürliches. Das heisst, wir reden darüber, was wünschen wir uns. Und wir merken so, hey, wir wünschen uns wirklich, dass die Beziehung mit Jesus funktioniert bei unseren Kindern. Wir können es nicht machen, das ist ganz wichtig. Wir können nichts machen, dass das Kind in die Beziehung kommt. Wir können helfen, ich sage jetzt, den Weg einfach machen, aber mehr nicht. Und angefangen hat es, indem wir viel über das geredet haben als Ehepaar, indem wir angefangen haben zu beten. Wir haben gesagt, wir beten für unsere Kinder, dass sie zum Glauben kommen. Ja. Dass sie die Beziehung ergreifen mit Jesus. Dass sie verstehen, was für ein Geschenk er hat, was Gnade bedeutet, was Vergebung bedeutet. Und da sind wir am Beten drum, aber auch wieder im Alltag Gelegenheiten nutzen, um genau diese Sachen zu stärken. Also wenn es eine Gelegenheit gibt, um sich zu entschuldigen für etwas, nutzen wir das zum Lernen, hey, schau mal, Jesus hat das schon lange gemacht für dich. Also wo es geht, verknüpfen wir es, oder wo wir daran denken, so muss ich sagen, verknüpfen wir es mit dem Glauben und sagen, hey, da hat es einen Zusammenhang mit dem Glauben. Das bedeutet etwas. So ist so eine ganze Linie, die ein bisschen in die Richtung durchgeht, aber jetzt nicht eine grössere Strategie, sondern einfach das im Fokus haben, immer wieder darüber reden, im Austausch bleiben, untereinander, Bücher lesen, die Thematik mit anderen austauschen. Aber es ist immer wieder einfach, uns interessiert, was können wir machen, dass unsere Kinder einfach haben, um im Glauben zu wachsen und den Glauben zu ergreifen. Ist das bei euch, Tabea, in der Familie auch schon ein Thema? Vom Ende her denken? Oder die Kinder zu Jesus führen? Also sicher beides, aber das vom Ende her denken, was mich jetzt beschäftigt, ist eben auch, oder ich habe das manchmal auch am Anfang ein bisschen verknüpft mit vom Ende von der Kindheit her denken. Man kann natürlich auch vom Ende vom Leben. Aber ich denke jetzt manchmal auch das Ende von der Kindheit, wenn mein Kind 18 ist. Was will ich, wie soll dann unsere Beziehung aussehen oder unser Familienleben? Oder und dann werden diese Sachen nicht mehr so wichtig, weil dann willst du einfach Beziehung zu deinem Kind gut haben. Ob es dann einmal eine rebellische Phase durchgemacht hat oder du mal falsch reagiert hast, oder das ist dann auch nicht mehr so wichtig, wenn du die Beziehung immer noch hast. Und das ist etwas, was mich momentan beschäftigt oder wo ich jetzt auch anfangen Mamis fragen, die Kinder schon aus dem Haus sind. So, was findest du, ist wirklich relevant in der Erziehung? Weil jetzt fange ich an, mein zweites Kind kommt, oder? Ich bin schwanger und man fängt halt an, so Familienplan und überlegen, was wollen wir jetzt überhaupt, wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir es jetzt morgen, Mittag, Abend rhythmisieren oder ins Bett tun oder einfach all diese Sachen. Und dort gehen Eltern fragen, die eben nicht in dem drinstecken, oh, mein Kind ist gerade am Zahnen und wie schaffst du, dass das Kind schläft oder gibst jetzt du ein Zäpfchen oder nicht, sondern jemand, der das schon hinter sich hat und dann fragen, was bleibt, was ist wichtig. Und dort habe ich schon echt spannende Antworten bekommen von Frauen und dachte, ich nehme mir das vor, um noch mehr zu fragen. Weil ich glaube, wenn Kinder draußen sind, dann schaut man noch mal anders drauf. Und dann, was bleibt, was ist wirklich wichtig. Und zwei Mamis haben mir, eine hat mir gesagt, Liebe, also sie ist, glaube ich, zu gesetzlich gewesen, hat sie das Gefühl, sie will viel mehr Gottes Liebe und einfach das leben und vorzeigen. Und ja, das ist ihr wichtig, hat wahrscheinlich auch mit der Beziehung zum Kind nachher zu tun, ob die gut ist oder nicht. Und die andere Mama hat gesagt, sie würde viel mehr biblische Geschichten erzählen. Sie bereut es, dass sie das ein bisschen an der Kirche abdelegiert hat. Sie hat schon Geschichten vorgelesen, die klein waren, aber sie würde jetzt noch viel mehr über, eben wie du vorher gesagt hast, wenn zum Beispiel das Thema Neid in der Familie aufkommt, was sagt die Bibel dazu und wo lesen wir das und was sagt Gott dazu? Die Kinder prägen selber im Alltag viel mehr, sich die Zeit nehmen, wie dann einfach das sozusagen der Kirche überlassen. Sie bereut das. Und das motiviert mich zum Wachsein. Was für Themen kommen auf? Wo ist etwas Natürliches, was passiert, wo aber auf etwas Übernatürliches hinweist? Oder umgekehrt, wo können wir Bezug nehmen? Wie können wir das einfließen lassen, damit es für Kinder auch der Glaube praktisch wird, einen Sitz im Leben bekommt und nicht einfach irgendwie eine Geschichte aus dem Buch oder irgendwie ein Sonntagsprogramm oder so. Ja.
Ja. Du hast vorhin ein spannendes Stichwort noch gesagt. Du hast gesagt, es geht dann wie, du kannst die Phase gut durchmachen und du weißt, es geht nachher um Beziehung und weiter. Und dort sehe ich auch vom Ende her, denke, hilft mir extrem zu merken, aha, das, was jetzt passiert, ist nur eine Phase. Und es kommt nachher wieder eine andere Phase. Also ja, das rebellische Vorschule ist, wo es einfach den eigenen Willen durchdrücken, merkst du, es geht vorbei. Ja. Es kommt dann Kann auch gut rauskommen. Ja, ja. Mit einem rebellischen Kind. Das hilft, wie so zu merken, hey, es geht nicht nur ums Jetzt, sondern es darf wieder darüber auswachsen. Mir hilft es, zum ruhig werden, gerade auch zum den Glauben zu vermitteln. Ich habe keinen Stress, wenn mein Kind nicht betet oder am umeinander lügen ist. Ich merke so, ja, manchmal ist es in dieser Phase normal und manchmal merke ich, wir haben noch 10 Jahre mit dir, wir können das schon lernen. Es entspannt. Ja, das ist sehr schön zu hören, weil ich habe nämlich auch gedacht, so, wenn man eben auf in 100 Jahre schaut, oder vielleicht, wenn man es noch mal ein bisschen abbricht, auf in 20 Jahre, kann es ja irgendwo einem auch entlasten, dass man wie merkt, hey, das, was gerade jetzt ist, steht wie nicht über allem. Ja. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, eben verliert es nicht auch fast ein bisschen an Bedeutung in einem negativen Sinn, dass man wie das Gefühl hat, das ist gar nicht mehr so relevant. Der Augenblick, meinst du? Ja. Für mich jetzt nicht. Für mich ist es, wie Tabea jetzt erklärt hat, die Relevanz steigt in der Beziehung und nicht in der Tat selber. Ja. Also ob wir jetzt an diesem Tag einen Ausflug an den See gemacht haben oder daheim geblieben sind, wird wie egal. Weil ich möchte ja, dass die Beziehung gestärkt wird. Ich möchte, dass mein Kind wachsen kann. Ich sehe den Prozess und der einzelne Moment ist für mich nicht mehr auf Biegen und Brechen, sonst ist alles verloren. Also wenn mein Kind mal schulisch schlechte Noten heimbringt, natürlich hoffe ich, dass es nicht so ist und bin genervt, wenn es, ich sage jetzt unter dem Niveau, wo es kann, ist immer, wo es steht, aber wenn es drunter ist, nervt es mich ein bisschen. Aber ich sage, ist doch egal, es kommt in einem halben Jahr wieder eine Note und dann kann es wieder raufgehen, ist doch okay, oder auch wieder runter, macht auch nicht. Also, mich entspannt es, aber nicht, dass es den Wert wegnimmt vom Moment. Ist das die Gelassenheit, die Grosseltern manchmal mitbringen? Im Umgang mit den Enkeln? Ich habe das Gefühl, die sind auch gelassener in vielem. Ist gut möglich. Hoffnungsvoller vielleicht, wenn wir das Gefühl haben, oh, jetzt müssen wir alles richtig machen, sonst ist das Hopf vom Hals verloren. Ganz ehrlich, gell, die ersten 3 Kinder bin ich auch ein bisschen strebsamer gewesen, sage ich mal, und wollte, dass die gut rauskommen. Ja. Und die anderen 2, die haben einen Abstand von 4 Jahren zwischen, darum gibt es also 3 und 2. Und die jüngeren 2 merken, ich bin viel gelassener. Ja. Und doch gibt es Sachen, die sind mir ganz wichtig und ich merke so, nein, das will ich mit euch auch ganz bewusst erleben oder in euch investieren. Es ist so wie beides ein bisschen geworden, aber nicht mehr von dem Stress von, ui, das müssen wir noch, das müssen wir noch gesehen haben, das müssen wir noch gemacht haben. Das ist weg, ja. Ja, das ist ja eine mega schöne Entwicklung, dass du ja gerade so ein bisschen gemerkt hast, es ist ein Unterschied von den ersten 3 und dann diesen 2 Kindern, die auch noch gekommen sind. Das finde ich ist ja etwas Wertvolles, wenn man eben auch als Eltern an den Punkt kommt, wo man ein Stück weit loslassen kann und mehr Gelassenheit kann haben, weil der Familienalltag bringt ja trotzdem noch genug Herausforderungen mit sich. Genau, ich habe 5 Kinder gebraucht, bis ich das lernen konnte. Ja, und darum umso cooler, oder? Dass Ja. du jetzt kannst sagen, hey, es führt zu einer Gelassenheit und auch einer gewissen Entspanntheit, weil du wie weißt, hey, wenn man weit rausdenkt, dann sind vielleicht auch Missgeschicke oder Fehler, die passieren oder Sachen, die nicht gelingen, haben nicht so ein starkes Gewicht, oder? Ja, nicht so ein starkes Gewicht von den Fehlern. Noch in einer anderen Kombination, du hast gesagt, ich kann loslassen. Und das, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn man vom Ende her denkt. Ich habe gesagt, in 100 Jahren gibt es mich nicht mehr. Das heisst, das Ziel ist gar nicht, dass ich zu meinem Kind die beste Beziehung habe. Das Ziel ist gar nicht, dass ich das Nummer 1 von meinem Kind bin. Sondern ich darf neben Gott, dem wahren Vater, ich sage jetzt, ein Zeitabschnittsvater sein. Und es ist ein bisschen mein Verständnis, wenn ich merke, Gott hat wie gesagt, oh, komm, da ist der Christian, da ist seine Frau Serena, die passen, um das Kind zu erziehen. Ihnen geben wir das. Und ich darf meinen Kindern die Welt zeigen, erklären, wie sie ist, wie die Kultur ist, wie das Leben funktioniert, wie der Körper funktioniert und eben, wie die Beziehung mit Gott aussieht. Aber das Ziel von meiner ganzen Erziehung ist, es loslassen und meine Kinder in die Hände vom wahren Vater geben. Also so, Johannes sagt das so schön, ich muss ein bisschen abnehmen und er muss zunehmen. Ja. Also, die Thematik ist. Und da merke ich schon, das gibt mir wie eine Gelassenheit. Nicht ich muss mit dem Kind jedes Erlebnis durchgemacht haben. Nicht ich muss der sein, der dem Kind das erklären und selbst tun, sondern ich freue mich, wenn das Kind seinen Weg findet. Und dort drin geht es dann auch über, ich freue mich, wenn das Kind seinen eigenen Weg findet. Jetzt im Moment ist beim Ältesten das Thema Computer dran. Und, ich persönlich habe jetzt lieber Mac, er hat lieber PC.
Und er ist sich jetzt am Loslösen von der Meinung, Mac ist cool und findet, das PC ist besser. Und irgendwie freut es mich, dass er seine Meinung findet, auch wenn sie anders ist als meine. Aber ich finde es schön, dass er eine eigene hat. Und das Gleiche nachher im Glauben, wenn er Sachen mit Beziehung mit Gott anders lebt als ich, freut mich das riesig, weil ich merke, jetzt ist seine Art. Ja. Das ist sein Stil und das ist seine Beziehung zu Gott. Ich lese gerne am Morgen Bibel lesen. Jetzt der Älteste, sieht man es gut, der liest lieber am Abend. Die zweite Älteste lieber am Morgen. Aber einfach, wenn sie ihren Weg findet, und mein Ziel ist, dass sie mit Gott einen Weg finden, dass die Beziehung, dass die Freundschaft gestärkt wird und nicht zu mir. Das passiert automatisch nebenbei, das verlieren wir nicht. Ja, wow. Ja, und gell, ich glaube, wenn das gelingt, dass sie eine eigenständige Beziehung zu ihrem Vater im Himmel aufbauen, dann ist das eben auch beständig. Genau. Dann ist es ihr eigenes, Ja. wo auch verhebt, wenn Schwierigkeiten kommen oder wenn Herausforderungen kommen. Ja. Und das begeistert mich irgendwie auch noch an diesem Wert. Vom Ende her denken. Oftmals sieht man ja auch erst im Nachhinein, was vielleicht auch aus einer Herausforderung oder aus einer schwierigen Situation gut dürfen entstehen. Super Punkt. Wir meinen oft als Eltern, wir müssen das Kind vor herausfordernden Situationen schützen. Und sagen, oh nein, schau, ich helfe dir auf, oh ja, du bist umgekehrt mit dem Velo, ich helfe dir gerade, dass du wieder aufstehen kannst. Und merke so, nein, ich habe im Moment die Ruhe, zu sagen, du schaffst das, stand wieder auf. Ich bin da, wenn etwas ist, aber du schaffst das. Und so kann das Kind wie Herausforderungen meistern, überwinden, ohne dass ich gerade einspringe, weil ich meine, ich muss ihr helfen. Und das geht für mich schon in den Wert hinein, ja genau. Ja, spannend. Was würdest du sagen, Christian, was wäre in deiner Familie anders, wenn ihr jetzt diesen Wert nicht leben würdet? Ich glaube, ich persönlich hätte Angst, dass ich Sachen verpasse von meinem Typ her. Also, oh, jetzt habe ich verpasst, um dort dabei zu sein, mein Kind hat das nicht machen, selber haben wir nicht gemacht und wäre noch gut gewesen, dort hätte man noch in die Ferien etc. Also ich merke, ich wäre extrem getrieben, was man alles sollte und von der Angst, die anderen haben alle geschnallt, was man machen mit den Kindern. Ich habe es nicht geschnallt. Ich habe nicht ins Muckiturnen da, ich habe es eben nicht da. Diesen Stress hätte ich extrem und merke, ich bin recht ruhig durch das. Das ist für mich der grösste Gewinn mit dem Wert. Ja, mega cool, gerade so zusammengefasst. Ja, ich finde auch noch spannend, ich finde, es widerspiegelt auch etwas vom Wesenszug von Gott. Er sieht ja auch das grosse ganze Bild und trotzdem ist er im Detail ihnen mega präsent. Und das, finde ich, ist etwas Schönes an Gott. Und ich glaube, wenn wir das wie auch unseren Kindern vermitteln, eben mit einer gewissen Gelassenheit oder auch mit einer Entspanntheit im Jetzt-Sein, im Vertrauen darauf, dass Gott Gutes wird daraus machen, egal durch was man gerade durchgeht. Ich glaube, das ist etwas, wo lang anhaltend eine Wirkung hat, auch bei unseren Kindern, wo sie vielleicht gar nicht so in Worte fassen können, aber wo irgendwie ein Grundvertrauen in ihnen stärken. Genau, ja. Ja, wir kommen schon langsam gegen das Ende. Wenn ihr jetzt kurz zusammenfassen müsstet, was sind die 2 wichtigsten Sachen, die ihr jetzt aus diesem Wert heraus mitnehmt für euren Familienalltag? Also etwas kommt mir gerade in den Sinn. Und zwar, eben, was du gerade gesagt hast, hat mich inspiriert. Detail und das Ende im Blick. Ich finde beides wunderschön, weil der Alltag jetzt, gerade mit Kleinkindern, noch mal wahrscheinlich intensiver, wenn sie in der Schule sind, man hat so viel Zeit zusammen und der Alltag jetzt ist ihre Kindheit. Das ist mir so ein mega ermutigender Slogan, weil ich wie merke, ich will den Alltag schön machen, ich will ihn feiern, ich will nicht ich will ihn bunt machen und schön und nicht, jetzt ist das Kind mir wieder am Hosenbein und ich sollte die Pfanne abwaschen. Also das ist momentan die Situation, aber ich habe so die Hoffnung, dort anzukommen, dass ich irgendwie den Moment mehr geniessen und sagen, hey, das Wichtigste ist jetzt nicht, dass eben der Haushalt perfekt ist, auch, oder das Kind ist jetzt da und ich darf ihm ein Lächeln schenken oder ich darf ihm eine Umarmung geben und trotzdem aber nicht das überbewerten, sondern im Blick auf das Ganze gibt das eben die Gelassenheit, wo ich finde, das brauchst du eben auch, um nicht den Stress zu bekommen, ich muss den perfekten Kindergeburtstag jetzt auftischen und das und das, sondern es gibt so eine Gelassenheit mit dem Ende, wo du erreichen willst, dass sie mit Gott Beziehung haben, kommen viele Sachen vom Wert her, werden es ein bisschen weniger gewichtig, aber es gibt mir dann auch aus dieser Gelassenheit so eine Freude, um den Alltag anzupacken und so entspannt Detail schön machen. Also ich will wirklich beides machen, im Wissen, dass sie nachher zurückdenken und hoffentlich ein gutes Gefühl haben, wenn sie an ihre Kindheit denken und sich schöne Erinnerungen führen können. Aber ich glaube, das hilft mir jetzt, um das entspannt anzugehen,
das Detail, wie du gesagt hast, Gott ist auch im Detail, aber die Entspanntheit noch ein bisschen dazu zu gewinnen, das ist, ich glaube, das ist gerade am Anfang vom Familiengründen schon noch wichtig zu wissen, weil du kannst dich mega schnell verheddern in diesen Phasen, wo man drin steckt. Also ich finde jetzt, das auch von dir noch ein schöner Schlussgedanke, den ich mitnehme. Ja, für mich ist die beiden Punkte. Das eine ist eben das zu sehen, hey, da ist ein Gott, der hat es im Fall im Griff. Ich muss es nicht, er hat es besser als ich im Griff und er hat eine Sehnsucht, dass mein Kind zum Glauben kommt. Das entspannt mich mal grundsätzlich. Und dann wie auch dürfen die Freiheit lassen und sagen, hey, mein Kind darf einen Prozess gehen, einen Weg laufen, Phasen durchschreiten. Es muss jetzt noch nicht können. Wir haben Zeit zum Lernen miteinander. Die beiden Sachen sind für mich etwas ganz Wichtiges in diesem Wert. Ja, danke euch vielmals. Ich habe für mich auch noch mal so, das ist noch mal so griffig geworden, irgendwie das Zeit lassen. Nicht aus dem Stress heraus irgendwie das Gefühl haben, ui, jetzt muss man das noch und das noch und das noch, sondern wie mal einen Schritt wieder zurück machen und innehalten und schauen, okay, was ist jetzt wirklich gerade relevant? Oder vielleicht sogar mal in einem Moment selber schnell nochmal mit Gott connecten und ihn fragen, hey, was findest du ist jetzt gerade wichtig? Soll ich reagieren? Soll ich nicht reagieren? Darf ich es loslassen? Und so dort wirklich in die Entspanntheit hineinkommen, dass es Gott mit uns zusammen möchte machen und dass er ewig Zeit hat, um diesen Kindern immer und immer wieder zu begegnen. Total. Und dass das nicht meine eigene Verantwortung ist. Super, danke euch vielmals für das Gespräch, für euren ehrlichen Einblick in euren Familienalltag. Danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. Wir hoffen, dass ihr euch ein bisschen inspirieren lassen könnt. Und falls ihr noch mehr Interesse habt an diesen Familienwerten, dürft ihr das sehr gerne auch in eine der anderen Folgen einschalten. Tschüss miteinander.